Ein Sommer auf der Alp. Für Martina Haller eine unvergessliche Zeit. Das Geissenhütte, das sage ich immer, das ist so eines der letzten grossen Abenteuer, die man noch so erleben kann. Ein grosses Abenteuer ist die erste Alpsaison auch für die deutschen Aussteiger. Wir hatten keinen leisesten Schimmer gehabt, wie sich das anfühlt. Dass das so heftig für den Körper wird. Nee. Das Alpenleben kann aber auch ganz anders sein. Natur, Stille, Frieden. Das ist das Alpsein, das Hirtsein in ihrer ursprünglichsten Art. Das ist SRF bei den Leuten, das Alp. Es ist 4:30 am Morgen Ende Mai im Alpstein. Heute ist Alpaufzug. Der Ernst des Lebens beginnt ab heute, ab jetzt. Jetzt Genau. ist jetzt vorbei mit Ausschlafen. Also ich bin sehr aufgeregt gerade, weil klappt das alles mit den Kühen und vorweg. Und Albert hat ja erzählt, dass die Kühe ja wahrscheinlich schneller als wir oben sind. Also und wir als Flachland-Leute, ich glaube, wir müssen uns richtig gleich sputen, hier den steilen Berg wieder raufzukommen. Albert, Morgen, guten Morgen. Grüezi, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. jetzt geht's los. Also, ich schlage mal vor, dass der Markus hier bleibt. Ja, Wenn die Kühe rausgeht, machst du auf dich aufmerksam, rufst die Kühe und ziehst ein bisschen den Weg entlang und schaust auch zurück, dass du siehst, ob die kommen. okay. Und wir schauen, dass die Kühe nicht in die falsche Richtung gehen. Ja. Quasi. Und du ziehst damit die Kühe vorne weg. Ich versuch's. Gibst dein Bestes. Jawohl. Schönen Sommer wünschen. Danke vielmals. Los geht's in Wasserauen unter. Genau. Komm, komm, komm. Für das deutsche Paar ist das alles Neuland. Sie haben ihr altes Zuhause in Hamburg aufgegeben und suchen nach mehr Sinn im Leben. Und den hoffen sie am Seealpsee zu finden. Zuerst müssen sie jetzt aber den Kühen nachmögen. Als ich noch ein junger Mann war, saß ich locker irgendwann da auf der Wiese vom Hotel Kempinski. Das Gefühl ist super, so zwischen der Kuhherde längs zu gehen, aber die haben einen Dampf drauf. Das ist ja unglaublich. Ich glaube, so schnell bin ich hier noch nie raufspaziert. Alter, die gehen ab. Heute haben wir jetzt keine drunter gehabt, die wirklich genommen hat mögen oder fast genommen hat mögen. Manchmal eine schöne drunter, die dann wirklich am Ende ist von der Kräfte. Oh Markus, geschafft, hä? Ich bin so im Eimer. Ich bin fix und fertig. Ich bin richtig im Eimer. Vor allen Dingen da vorne noch das Benzel zumachen, ne? Und dann bin ich hier ab dem Findling bin ich raufgerannt wie so eine angestochene, ich weiß nicht. Ja. Aber es ist Hammer, super genial. Gell? Schön. War echt schön, war richtig schön. Ladies, ihr seid zu Hause. Jetzt sind wir zu Hause. Ah. Ja gut, jetzt übergebe ich hier mein Fecht an diesen 2 Personen und dann hoffen wir, dass sie es gut machen. Aber ich habe wirklich ein gutes Gefühl. Und am Anfang helfe ich ja noch, oder? Zum Anfangen ist es eigentlich auch eine praktische Alp. Sie ist nicht gefährlich, sie ist nicht sehr anspruchsvoll. Es sind relativ wenig Tiere. Also es ist eine gute Alp zum Anfangen.
Aber auch die wenigen Tiere brauchen Aufmerksamkeit und geben zu tun. Die Alp Quader oberhalb von Brigels. Das ist für diesen Sommer das Zuhause von Salzgebers und 150 fremden Milchkühen. Zusammen mit dem Helfer Karl will der Peg einen Brunnen bauen. Da kommt jetzt Wasser raus. Da haben wir im Wald gefunden, einen ganz speziellen. Muss natürlich alles stimmen, dass man da, wenn man zu euch kommt, dass man sie so heben kann und so Wasser drin. Du musst halt schräg genug, gell, Peter? Ja, ja. Uli, halt Ziele, wenn ich... Das ist wie wenn du auf der Jagd gehst. Das wäre ja eine Möglichkeit. Ja. Das ist eine Chance. Das musst du ja nicht. Der Peg ist gelehrter Zimmermann und arbeitet gerne mit seinen Hängen und mit dem Holz. Ja. Da hat man vorher ein Ding gehabt, Plastikbrunnen, dass wenn die Kühe vorbeigehen und den Streich saufen können. Und ja, das letzte Jahr gedacht, da könnte man eigentlich einen Holzbrunnen machen, dass sie so alpenländischer. Wenn wir mal nicht mehr da sind in Haufen Jahren. Ich hoffe, ich bin wieder noch 20 Jahre und dann Handschriften, einen Fußabdruck von uns. Hey! Schau mal, wer kommt. Salzgebers haben so oder so schon etwas für die Nachwelt hinterlassen. 3 Kinder und 6 Enkel. Und ein Teil davon kommt heute zu Besuch zum Geburtstag feiern. Das ist jedes Mal ein richtiges Käferfest. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, liebe Nora, zum Geburtstag viel Glück. Ja, heute geht Holz. Heute ist hier ein Nora-Lappti, Nora-Fest. Das ist gut, das habe ich gerne. Der Familienzusammenhalt, das ist meine das Wichtigste, was auf dieser Welt anstreben muss. Und wenn das so war, ist es wirklich unhübsch. Ja. Guter Kuchen. Sitzleder hat der Peg aber dann gleich nicht. Der Brunnen soll schliesslich auch mal fertig werden. Oh, jetzt kommt's. Fast ein bisschen weniger. Noch, ja. Hey, jetzt kommt's Wasser. Kommt gut. Ich muss hier noch ein bisschen nachbohren, dass wir hier den Knick rausbringen. Dann können wir den Schlauch bis da vorne ziehen. Aber drei kommen noch. Alpenwasser. Tipptopp. Und der Peg ist nicht der Einzige, der Freude daran hat. Auf dem Stessiboden zu Grindelwald ist die erste Aufregung nach dem Alpaufzug vorbei. Jetzt geht es darum, die neue Zusängerin ins Alpleben einzuführen. Da ist es ganz praktisch, haben die Frauen noch Hilfe von Ivo. Er ist der Partner von Martina und kümmert sich heute um das Geissenhüten, dass die beiden in Käse ihre Ruhe haben. Ja. Heute tun wir das erste Mal Käse, genau. Und ich tue jetzt das der Vicky zeigen. Ja. Und sie weiß eigentlich schon mega viel, weil sie hat schon einen Käserkurs gemacht. Und das ist auch cool, weil sie eigentlich von allen Schritten weiss, warum dass wir sie machen. Und ich glaube, das hilft mega zum Verstehen. Genau. Und dass es nachher auch, also es geht und zack, also morgen kann sie eigentlich schon alleine Käse. Ja. Und das.
guten Käse braucht es gute Milch. Das heisst, gesunde Geissen, nicht gestresste Geissen, schönes Gras, Alpenkräutchen, so. Das. Und nachher dann muss man einfach viel Geduld haben beim Käse machen. Man kann nicht Käse einfach hineinjuffeln. Also weißt du, es ist schlussendlich so, es gibt immer Käse. Egal was du machst. Ja, es ist dann einfach ein bisschen anders als sonst. So reindrücken, nicht so, sondern so mit dem Handrücken. Dann kommt das da rein und dann stelle ich sie da wieder hin. Ich bin sehr ein ehrgeiziger Mensch und für mich ist immer wichtig, dass man alles gut macht und somit eben auch das Käse. Dann ist Spass, wenn die Leute den Käse gerne haben. Und ich mache gerne an Wettbewerben mit und möchte dort natürlich auch den besten Käse haben. Und ja, bis jetzt haben wir 2-mal an der Olma den 3. Platz gemacht. Und jetzt kommt schon das erste Mal wenden. Ich tue es immer schräg auf den Rand, damit ich es nachher wieder gut ergreifen kann. In meinem Berufsleben bin ich eigentlich Krankenschwester. Und ich habe das schon immer mal irgendwie im Kopf gehabt, dass ich mal gerne einen Sommer auf der Alp verbringen will. Und diesen Sommer hat es gepasst. Das ist ja geil. Gefunden haben sich die beiden via Inserat im Internet. Ich habe einen Stick gesehen und habe gedacht so, yeah, hey! Wo ist der Ivo? Oben am Schlafen. Ja, Tricky ist grossartig. Das habe ich schon im September gemerkt, als ich schauen letztes Jahr, dass das ein absoluter Glücksfall ist, Glückstreffer. Anni ist ganz treu beim Ivo oben. Die Hirte den Ivo. Ja? Ja, schön, oder? Das sind schon liebe Viecher. Im Appenzauerland warten die Kühe nach der Aufregung vom Alpaufzug schon sehnsüchtig darauf, in den Stall zu dürfen. Zuerst kommen aber noch die Kleinsten dran. Kannst du hier rankommen mit den Türen? So. Ja, gell, jetzt ist natürlich alles neu. Alles neu. Smilla, Bubi. Komm rein. Komm, holen. Ja. Gang, Smilla. Ja. Smilla, gang. Genau. Ja. Das sind die schönen Momente. Ja, komm. So, Kleine, Gang. Holen. Vorsicht. Klappe hoch, Türe zu und dann ist das alles safe. Gut. Aber Albert muss raus sonst. Ja, das größte Kalb muss raus. Du bist doch eher wie ein Kälbchen. Ach Gott. Eine Woche jetzt, oder? Ja. Das ist ja wirklich... Kann ich und am das Schluss Kälbchen retten und mitnehmen dann? Oder passt nicht ins Wohnmobil, ne? Mila und das ist? Smilla heißt sie. Die Smilla. 33. Smilla. Smilla. Und die beiden haben keinen Namen. Weil Ja, die gehen halt. Kalb. Die Bindung. Weil die Namen hast du eine Bindung. Mhm. Oh mein Gott. Ich kann sich ändern, das ist so. Das gehört zum Job dazu. Ja. Für mich als Vegetarierin ist das echt grausig, wenn 2 kleine Kälber dann zum Schlachten gehen eines Tages. Muss es vielleicht ein bisschen so sehen, die Zeit, wo sie bei dir sind, sollen sie es einfach schön haben. Das schon, auch wenn es nur eine kurze Zeit ist, wenigstens die Zeit, dass die schön ist fürs Tier. Dahinter, also. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie du das machst. Ja. Ja, die
so, die 2 steht richtig, die kannst du anbinden. Die Alma auch einklipsen, die Kuh am Band nehmen und wieder einklipsen. Da musst du halt ein bisschen schnell sein. Hier den Weg frei zu machen. Oh, Haus jetzt! Oh, hola. Für die Kühe und für das deutsche Paar ist es das erste Mal einstauen auf der Alp. Und hinter dem Kuhzusammensetzen versteckt sich sogar eine Logik. Dort, genau dort, nicht direkt nach Fei. Ich möchte die Farona hier haben. Die Farona. Hola. Aber damit es möglichst ähnlich steht wie daheim. Ihre Nachbarin, also die Nachbäuerinnen, die gleichen sind wie daheim, oder? Und eben, die lassen sich einmal relativ schwer überreden. Rutschen, oder? Jetzt ist hier noch ein Platz für Farona, möchte ich hier haben. Und hier hinten ist eine, wenn möglich, Lili. Markus ist das Ganze noch nicht so geheuer. Wie auch als Aussendienstmitarbeiter von Hamburg. Der löst sich auch, die habe ich auch falsch gemacht. Komm, das ist ja Kaka. Im wahrsten Sinne des... Ich melk. Die Augen langsam auf, ich erinnere mich. Der hellste Raum, es ist alles voller Licht. Irgendwo im Hinterhof lacht ein Kind. Ich wollte einfach wieder halt was machen, wo man auch ein bisschen einfach aktiver halt wieder dann dabei ist, weil das war 2 Jahre eigentlich auch halt Couch Potato und herumsitzen und einfach was Vernünftiges machen. Ich muss halt hier die Kammer noch drehen. So. Upsala. Heute ist wirklich erstmal too much. Also das ist gerade nur so funktionieren. Hier was wie nochmal wieder neuer Handgriff, oh, desinfizieren, Eimer, nee, falsch, Vakuum lösen. Brrr. Ist viel Input, ja. Das wird, ne Mädels, wir kriegen das hin. Und ich bin so schwerelos. Nur das Rauschen der Angst, fast schon ganz in der Ferne, ist leise zu hören. Ich schließe die Augen, ich schwebe davon über die Brüstung dieses kleinen Balkons. An Höhe gewinn, ich habe nie mehr Angst. Ich bin so schwerelos. Nur das Rauschen der Angst, fast schon ganz in der Ferne, ist leise zu hören. Im Bündnerland auf der Alp Quader steht heute eine kleinere Operation auf dem Programm. Komm jetzt, komm. Primavera, komm. Komm rein, komm. Voilà. Dass es den Tieren gut geht, ist für den Peg etwas vom Wichtigsten. Komm. Oh, gut. Das ist ein kleines Löchchen reingekommen und dann hat es wie eine Entzündung gegeben und Brandwasser. Das ist jetzt, da ist der Klaue, also die Sohle und unterhalb drin geht dann die Lederhaut durch. Das ist so eine süffeldicke Schicht Klaue. Und wenn das man nicht schaut, geht da, die Entzündung dann weiter vorher und dann geht eigentlich ganz Dinge weg. Und das muss man jetzt probieren zu verhindern, dass man möglichst das auch wegbringt, was entzündet ist.
haben wir da, glaube ich, ein bisschen zu wenig Weinteuer das letzte Mal. Merkt eben leicht, aber nicht, dass sie nicht schmerzlich wirklich. Sie merken auch, dass man eigentlich helfen will. Ja. Je nachdem kommt man ein bisschen, also wie wenn man sich schürft, kommt man ein bisschen in die äußerste Hautschicht und dann blüht ein bisschen. Ihm da gehört die Kuh. Die Pflege überlässt der Rock aber gerne den Älpler. Wir haben hier gerade die Primavera zum ein bisschen nachher. Ich habe noch zu wenig genug jetzt. Was jetzt? Ich habe hier ein Loch rein und nachher habe ich ein bisschen genug und jetzt ist noch weitere. Ich meine, die haben alles erwischt. Ja. Wenn man die Entzündung nicht ausschneidet, geht es gegen die Einwärts und dann auf die Zähne. Dann ist es vorbei, dann muss man die Kuh schlachten nachher. Jetzt sieht es wirklich gut aus. In 2-3 Tagen ist das eigentlich schon wieder gut. Jetzt tue ich ein Spray drauf. Das trocknet geschwind ab. Ja, jetzt tun wir noch Schuhe zu, das entlastet den Geist. Auf dem Klauen nachher den Holztutsch montieren. Und das hier ist dann in der Luft und kann verheilen, ohne gross das belastet kommt. Und mit dem haben wir eigentlich recht guten Erfolg. Und das kommt dann auch ganz hart. Und dann hebt der Holzschuh nachher. Und irgendwann in 14 Tagen, 3 Wochen, ist der abgelaufen. Und dann ist wird die Vollbelastung auf beiden Klauen. Ja. Und nach knapp 20 Minuten ist die Primavera schon wieder auf freiem Fuß. Siehst du, jetzt geht es voll auf dem Totstürzen. Also, das ist tipptopp. Wirklich gut gekommen. Jetzt schaut schon, wo die anderen Kühe sind, da oben draussen. Jetzt will schon nachher. Da lässt man eigentlich frei laufen. Jetzt, da bin ich überzeugt, dass die eine halbe Stunde bei den anderen Kühen ist. Und da passiert auch nichts, weil der kranke Klaue ist da weg in der Luft und kann genesen. Das kommt gut, das kommt tipptopp. So gefällt es mir, wenn das zeigt, dass man ziemlich recht gemacht hat. Hoch über Grindelwald ist nach 4 Wochen Alpzeit der Alltag langsam aber sicher eingekehrt. Die beiden Frauen verstehen sich immer wie besser. Am Anfang ist man natürlich immer sehr konzentriert bei allem und will halt nichts falsch machen und so. Und ja, das wird natürlich mit der Zeit dann immer leichter und man kriegt dann auch ein bisschen Selbstvertrauen bei dem Ganzen, was man macht. Und vor allem das Schweizerdeutsch, das geht mittlerweile schon sehr gut. Und wenn man das meiste versteht, was gesprochen wird, dann erleichtert man das auch natürlich. Also ich tue schon noch viel Hochdeutsch reden, aber das ist glaube ich einfach gewohnt. So, aber mit euch. Das ist glaube ich einfach aus gewohnt. Aber ich glaube, also ich könnte jetzt eigentlich schon Schweizerdeutsch reden. Ja. Ich habe ja auch einen einfachen Dialekt. Im Gegensatz zu anderen Menschen. Ich möchte sagen, das behauptet irgendwie da jeder von sich, dass der eigene Dialekt der einfachste und am besten verständlichste ist. Ja. Was ich jetzt nicht immer unterschreiben würde, aber ich muss so gerne durch Kinder wickeln, gell? Ja.
Ja. Also, wir haben schon eigentlich immer fortlaufend ein bisschen, Patienten, genau. Oder PatientInnen. Ja, genau, Gender ist wichtig. Oder Scheisser haben wir auch. Aha, umentschieden. Nein, es hat immer zwischendrin mal irgendwie Patienten. Aber es ist recht unkompliziert mit den Geissen. Die sind entweder gesund oder tot. Also so wirklich krass krank ist eigentlich nie eine. Hoppala. Wir tun sie auch die meisten nur mit so Kräutchen behandeln. Und das ist am wirksamsten bei den Geissen. Ich will ganz schnell schauen. Dankeschön. Immer, komm. Super. Gut gemacht, Gia. Bist mal unten geblieben. Und wenn das Milch am Morgen durch ist, geht eine von beiden Frauen mit dem Tier zu Berg und die andere käsen. Ja, jetzt gehen wir. Jetzt gehen wir. Ich gehe mega gerne hüten. Das ist schon die schönste Arbeit. Jetzt hier von all diesen. Also ja, das Käse ist natürlich schon auch schön. Aber das Hüten ist einfach wie frei. Oh, Gia, komm. Ja, ich komme. Wir gehen. Frauen, langsam. Komm nicht so schnell. Du musst jetzt nicht so hinter getrennt sein. Gehen wir rauf. Frauen, gehen wir rauf. Kommt rauf mit euch. Hopp, rauf. Rauf. Ja. So, stehen. Mal schauen, wo da... Wir sind mit den Geissen vor allem da zum Verbuschung bekämpfen. Sie tun gerne zum Beispiel die Blätter von der Grünerle fressen, die sonst alles überwuchern. Oder auch sonst jetzt hier, wo alles wo Gras ist, tun sie kleine Laubbäumchen, die kommen, essen und kleine Tandli und alles. Es ist ein Blattfresser, die fressen nicht das Gleiche, was die Kühe fressen. Sie einfach ein bisschen aufräumen. So, Mädels, gut gemacht. Schon gut. Ja, ist schon gut. Gia, ist schon gut. Gia, lass jetzt in Ruhe. Komm. Ja, ist alles gut, Mädels. Ist nur ein Paraglider. Paraglider haben es gar nicht gern. Das ist jetzt hier wie grosse Vögel. Wenn sie dann Schatten werfen vor allem. Und das kann man ihnen auch nicht beibringen, dass da nichts passiert. Das ist wirklich... Alles gut, Frauen. Komm. Alles gut. Dann möchte man gerne etwas Wüstes aufrufen, aber das sollte man ja dann nicht. Weil die dürfen ja auch da sein. Das Geissenhüten, das sage ich immer, das ist so eines der letzten grossen Abenteuer, die man noch so erleben kann. Ich denke, das ist vielleicht auch das, was man manchmal noch ein bisschen hier oben auch sucht. Falls es irgendwie einen Gott gibt und etwas gibt wie wahre Liebe, hat wahrscheinlich der liebe Gott die Liebe während dem Geissenhüten erfunden. Das ist so etwas, wo ich immer denke, muss bestimmt so gewesen sein. Angekommen sind auch die deutschen Newcomer am Seealpsee oben. Seit 2 Wochen kümmern sie sich um die 20 Kühe. Komm! Ja, so schnell geht das. Da ist man 2 Wochen hier
Und die Kühe hören auf einen. Victoria. Na komm, Selma. Ja, komm. Ja, fein. Ja, super. Na, das läuft ja toll heute. Super. Die muss raus. Amy! Geh jetzt, Hoss! Das geht so nicht. Hoss, jawohl. Ja. Ja. Ich binde sie an. Wir sind ein gespieltes Team. Das ist übrigens meine Lieblingskuh. Ja, Selma. Die ist immer überall mit dabei, total neugierig. Und das ist doch dann auch immer dann sehr herzlich, sowas. Ja. Ganz so harmonisch ist es aber nicht immer gelaufen die letzten Tage. Was haben wir uns angetan? Ich weiß es auch nicht. Aber heute geht's ja. Heute ist endlich wieder Sonnenschein. Heute ist schön. Heute ist Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Und auch die Kühe haben heute gespurt. Ich glaube, das liegt am Wetter. Ich glaube so. Wir hatten keinen leisesten Schimmer gehabt, wie es werden würde, wie sich das anfühlt. Das Härteste ist wirklich das frühe Aufstehen, 4:30 Uhr den Schlaf abzubrechen. Ja. Also wir haben ja schon viel gelesen und Berichte geschaut Ja. und wussten schon, das wird auf jeden Fall hart. Aber dass das so heftig für den Körper wird, nee. Nee. Die beiden Anfänger haben Herzbrot gefressen. Es hat viel geregnet. Agnes ist eine Kuh auf den Fuß gestanden und bei uns im Stall zehrt jeden Tag an den Kräften. Ich hätt gern wieder eine Ahnung. Oder zumindest einen Platz, an dem ich meinen müden Körper abends hinlegen darf. Zum Wohle. Mahlzeit. Ich bin heute Feierabend. wirklich weit gelaufen, bis keine Häuser mehr kamen. Das ist jetzt endlich mal Genuss. Das erste Mal, dass wir das hier machen. Gut? Lecker. Also vor ein paar Tagen war es schon wirklich sehr kritisch. Wir haben uns das schließlich ausgesucht, das Alpleben. Daher war das uns sehr wichtig, das bis zum Ende durchzuziehen. Morgen früh wartet wieder ein Haufen Scheiße auf uns. Haufen. Haufen. Und während die einen ihren Feierabend geniessen, machen sich die anderen parat zum Festen. Komm mit Gackerli, jetzt gehen wir schon fangen ins Bett. Chip, chip, chip. Ja, komm. Da gibt es nichts unter dem Hütli, nur im Hütli. Ja, geht doch mal alle rein. Komm, schau mal da. Dann ist halt heute ausnahmsweise schon fertig. Ja, weißt du, unten gibt es heute nichts. Da ist rein. Oh, Schätzchen. Ja, weißt du, unten gibt es heute nichts. Wir müssen halt heute alle rein, ausnahmsweise. Ist nicht so schlimm. So. Heute müssen sie eben früher schon ins Bett gehen, die Hühner, weil wir ans Strassenfest gehen auf Grindelwald. Hopp. Muff, muff, muff. Eben noch im Schweinestall, jetzt im Ausgang. Tschüss zusammen. Mit dem Auto ist man in 20 Minuten zu Grindelwald in die Zivilisation unter. Und dort steigt heute Abend ein Strassenfest. Das ist vor allem für die Vicky aus Österreich ziemlich Neuland.
man die? Dreicheln. Dreicheln? Ja. Das ist gut so, das stimmt. Kannst du den nehmen? Ja. Super, danke. Also das haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Die letzten 2 Sommer sind wir nicht mehr ins Dorf runter, weil wir nicht mehr können. Und also es ist fast ein bisschen überwältigend, jetzt wieder hier zu sein. Ja. Und man sieht mal wieder andere Leute und nicht nur Geissen füdeln. Hallo! Ich muss immer winken, gell? Alte Post? Ja. Ja, das haben sie. Aha, da ist ja ein Käfer. Man sagt ja oft, Home is where the heart is. Und da würde ich sagen, das trifft sicher auch hier zu auf Grindelwald. Also ich habe da schon, sagen wir, die Hälfte von meinem Herz da verloren. Und ich fühle mich da auch sehr wohl und ich habe das Gefühl, ich bin hier akzeptiert. Bin ich über den Schnupf bereit? Nimm mit uns. Ist es? Nein. Ich kenne keinen Schnupfspruch. Komm her, die Hand her. Zuhaben mit der Hand. Ja, ja. Also, ich sage Preis. Und auch die Vicky ist schon eine halbe Einheimische. Ja, das ist wirklich fein. Das ist wirklich fein. Irgendwie genießt man es wieder, dass man mal so unter viele Leute ist und andere Leute kennenlernt. Ja, es ist irgendwie doch wieder mal ganz was anderes als wir nur Zalb. Du, morgen im Stall wird es streng, gell, Vicky? Ja. Also wir trinken nur alkoholfrei, also wird es dementsprechend nicht streng. Ah, meinst du? Ja, aber wir können fast nicht schlafen, du weißt. Dann müssen wir dann schauen, dass wir dann nicht Kühe melken, anstatt Geissen. So, wenn wir unser Aggregat ansetzen, so nur 2. Was ist das für ein Geissen? Die hat 4. Okay, das wird vielleicht schon ein bisschen streng. Es ist Anfang Juli im Bündnerland auf der Alp Quader. Die Kühe sind am Morgen früh nach dem Melken schon von selber in die Höhe rauf, in felsiges und stotziges Gelände. Dann gehst du unten rein zum Stein. Ja. Und dann gehen wir oben rein, Karl und ich. Ja. Tipptopp. Dann hübsch ja doch. Also. Die 3 teilen sich auf. Das Gebiet ist zu gross, dass jemand allein den Überblick hat. My Teresa dragged a rag across my brow. She said the weather's never fair, the wind can only blow your hair. And I believe her well enough for getting here. Everyone knows and they don't know. Oh, gut. Ah, lass die noch, Karl. Die soll die guten Kräutchen nicht dort holen. Ja, das ist eigentlich gefährliche Weide. Ja, man muss ein bisschen Gott vertrauen haben, dass man schon laufen darf in die Felsen, wo das beste Gras wächst. Und dann auch dabei sein, um zu schauen, jetzt musst du holen. Und aber da sind wir schon halt x Mal abgestürzt. Die Greta ist auf dem Stein, ich gehe oben links und Karl geht oben rechts. Und dann haben wir eigentlich alles im Auge. Ja gut, dann bis später. Wenn wir sehen, dass eine leicht anfängt zu versteigen, können wir direkt eingreifen. Und diesen Weg hat man es eigentlich dann ziemlich im Griff und kannst wirklich die Kräutchen in alle Ecken ausnutzen, weil das ist ja wert. Das ist die Milch, die es da draus gibt, aus dem Futter da, das ist einfach
Natur in die Milchflasche verpackt. Und wenn man dann sein Plätzchen mal gefunden hat, ist es durchaus ein schöner Job, des Hirten. Nein, das ist der Ringenposten. Ich kann sogar noch liegen. Nein, wenn Sie hier schauen, wo Sommer sind, nein, ich tue überhaupt viel spiegeln. Oder eben wegen dem Gewild oder wegen der Kühe und so. Mir passt es. Ich tue gerne. Überhaupt passt die Salzgeber hier oben. Das ist voll ihr Ding. Die Natur ist in ihrer Schönheit und Einzigartigkeit. Ich sage allweg, dass dieser Moment gibt einem vielleicht einen Einblick ins Paradies für einen kurzen Moment. Ja, das ist eigentlich das Alpsein, das Hirtsein in ihrer ursprünglichsten Art. Da gibt es nun die Natur, die Kühe. Und du hörst nichts, wirklich nichts. Das ist, ich sage viel, du hörst wohl, du hörst Stille. Es ist so still, du hörst in dir drin die Blutrauschen viele, wenn es weit. Das sind ganz glückliche Momente. So. Die muss man konservieren, dass man sie wieder geholt hat. My father built a mansion on the mountain. It was me and my Teresa against the world. Ja, jetzt geschlafen. All the river had to give, broke a bed and bought a crib and left the mountain mansion. Nothing to forget. Und in der nächsten Folge liegen die Nerven am Seealpsee blank. Zicken heute hier im Stall. Ja, du guckst auf dein Zeug. Ja, dann trag auch deine Kannen selber. Blöde Nuss. Zwischendurch musste Dampf ab